Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns leidt einen kurzen, aber intensiven Wahlkampf an einer wirklichen Krisenzeit. Weil dafür sind wir auch so zahlreich vertreten. Weil es gibt nicht nur eine soi-disant Regierungskrise, die aber wirklich geht, gut kein Ganzes, ich will noch darüber zurückkommen, aber es gibt eine Dave-Krise an unserer Gesellschaft, eine demokratische Krise, aber auch eine Sozialkrise. An alle beiden hängen zusammen, an alle beiden haben historische Dimensionen heute erreicht. Die Sozialkrise ist seit Jahren evident. Sie hat eine europäische Dimension, sie hängt zusammen mit der neoliberalen Politik an der EU, sie hängt zusammen mit Umverteilungen zu Ungunsten von denen Leuten, die arbeiten gehen, sie hängt zusammen mit Machtverschiebungen, die an der Gesellschaft erfolgt sind. Erstens gegen Gewerkschaften, und zweitens gegen eine fortschrittliche Politikgestaltung überhaupt. Am CSV und der LSAP sind die Parteien, die zu Lützeburg an den letzten Jahrzehnten die Politik durchgesetzt haben. Sie sind sich eins an der Grundausrichtung. Immerhin sitzen Sozialisten schon an den letzten 30 Jahren, 25 Jahren mit Herrn Juncker zusammen an einem Boot. An den CSV-Staat als ein CSV-LSAP-Staat ging, und das ging der Staat, wo wir den Wahlkampf feiern wollen. Das ist der Staat, den sich entfremd tut von seiner sozialen Basis und von den Gewerkschaften. Und es kann kein taktischer Wahlkampfmanöver gehen von den dort zwei Parteien, die über die grundlegenden Tatsachen von der Politik zu Lützeburg an den letzten Jahren und Jahrzehnten kann wegtäuschen. Die letzten 4 Jahre waren bei dem Prozess entscheidend. Budgeterspurungen bei sozialen Transferen, aber nicht bei Transferen für die Betriebe. Permanent Steuersenkungen für Kapitalbesitzer, und ob Gewinner an hohe Löhne. Aber auf der anderen Seite Solidaritätstaxen, wo die Leute sich solidarisch erweisen mit den Banken. Einseitig Angriffe an Tarifautonomie, klar Obrief zu Lohnsenkungen. Man hat das erlebt an der Purfell, man hat erlebt bei der Cargolux, man hat erlebt bei der Luxgard, wo den Wirtschaftsminister Schneider, den heute der Spitzenkandidat vom Neuanfangers, ganz klar sich ausgeschwert hat, für das die Gewerkschaften müssen lostrippeln und müssen Konzessionen machen. Wir haben an den letzten Jahren Indexmanipulationen erlebt mit Kaufkraftverluster für die Leute. Wir haben eine tiefgreifend und langfristig angelöten Rentenreform vom sozialistischen Minister Marsti Bartolomeo erlebt, mit dem Resultat, die bekannt ist, mehr lang arbeiten gehen, Männer rauskriegen, Zwang zur privater Zusatzversicherung, keine Anpassung mehr von der Renten- und Lohnentwicklung in Zukunft. Wir haben erlebt, dass Privatgestionsmethoden sollen angefordert gehen an den Statut von der Fonction publique, was nicht nur Staatsbeamten betrifft, aber auch Personal von der Spitäler oder von anderen Sozialstrukturen, die vom Staat finanziert gehen. Für denen Jahren die letzten 5 Jahre, hat es schon angefangen. Mit tiefgreifenden strukturellen Verschlechterungen an der Sozialversicherung. Das 2006 umgegangen mit der Tripartit, wo Demos nach unterschrieben gehen, als wird Gewerkschaften angeschasst sind. Da ist es schon umgegangen mit ganz tiefgreifenden sozialen, strukturellen Verschlechterungen am Sozialversicherungswesen zu Lützeburg. Für drunten nach die Zeit für DP an der Regierung, wo mit der Unterstützung von der LSAP oder auch vom RDR zum Beispiel, also zu einer größeren Steuerreform kommen, Anfang von den 2000er Jahren, der wir nie vergessen, die Hauptbasis ist von den Defiziten am Staatsbudget, weil sie einfach den Reichtum, den aber geschaffen wird, immer mehr belastet. So eine Politik, die an die Richtung gerichtet ist, die kann nicht demokratisch sein, weil sie bei der Masse von den Leuten weg, die auch Wähler sind, für eine kleine Minorität zu gehen. Und das dafür auch, dass Politiker, was immer bedauert wird, von den Parteien manipulieren allein, aber besonders an Wahlkampfzeiten. Und ich meine noch, dass das durchaus, wie wird das Demokratie
an der Krise ist. Demokratie ist nicht an der Krise von der Staatsminister, Parlament an wesentliche Frohe, was der Geheimdienst geht, und der Nuss feiert, dass du den 90. Nullass für die Neuwahlen. Demokratie ist auch vor, wenn der Finanzminister oder auch der Transportminister, aber auch der LSAP-Wirtschaftsminister Verhandlungen am Katar, hat dem Reck vom Personal auf der Chamber feiert, an später dann Abklärung darüber will behindern. An Demokratie sage vor, wenn zum Beispiel der Wirtschaftsminister Remmenke hin enge Tüt nicht heraus will regeln, die aber belegt, dass die Werke von Schöffling a Rodange von ArcelorMittal a Wirklichkeit überlebensfähig wären, an nicht müssen so gemäht gehen. An der Wirklichkeit wissen wir ja, dass es so gemäht sind, ob schon es ernst möglich gewesen wäre. Und ich meine, in diesen Beispielen gesagt ihr ganz klar, dass die Sozialkrise mit der demokratischen Krise verbunden ist, dass es zwei Seiten am Fongol von einer Medaille sind. Wenn die Interessen von den Kapitalbesitzern vierrangig verteidigt, vertritt, ging da diesen Volk, und diesen Volk muss ihn aber wählen, da kann ich nicht ganz demokratisch, ganz ehrlich und Politik hergehen. Und das ist das eigentliche Problem, den wir haben, an den sich besonders an der letzten Zeit mit dem neoliberalen Kurs, wo ich für uns beschrieben habe, immer mehr weist. Ich meine auch, dass zur Krise von der Demokratie der Moment gehört, wenn das Parlament, das ja vom Volk gewählt ist, RF gewürdigt gëtt so wie der RF gewürdigt die nass an den letzten Wochen am Main vun der Exekutiv vun der Regierung die net kollaboriert huet erkennen von denen Dossien. Méi schlimm fand ich dawer wann Parlament sich selber RF würdigen leist. Ich mengge de Parlament wat zo leist, wie dat ich geschieht das, dass 12 Ministeren an engem sogenannten Arrêté Grandikal 60 Deputierten an Vakanz schicken, ohne selber hier die Mission anzureichen, dann entwürdigt das Parlament sich selber. Da waren die DP dabei, da waren die Grünen dabei, da war der ADR dabei, die das Spiel da matt gemäht haben. Mehr waren andere Menschen den Hund am Kehlespiel. An eine Regierungspartei wie die LSAP, die dem Regierungschef Vertrauen entzieht und dann einfach mit ihm sitzen bleibt an der Regierung, meine ich, verdient doch keinen Respekt. Der LSAP geht es gerade wie der CSV für allem politisch Murcht, an nicht politisch Moral. Und ich meine, dass was Sozialisten nicht giffen eierlich mengen, was Sozialisten giffen eierlich mengen mit dem Neuanfang, den sie verkünden, dann hätten sie eigentlich als Protest müsste selber demissionieren aus der Regierung do, für gegen den unwahrscheinlichen Machtmissbrauch vom Herrn Juncker zu protestieren. Das ist alles nicht geschieht. Au contraire, all der nach die neuen Gesetze von der Regierung, do die an der Krise deposiert an der Chambre. All der die neuen Gesetze deposiert von einer Regierung, die anscheinend an der Krise ist. Sie sind sich eins auf all diese Punkte, sie sind sich eins auf viele Punkte. Und froh, was Sozialisten eigentlich wollen. Wollen sie gesellschaftliche Neuanfang oder wollen sie Neuanfang mit der CSV? Konstitutionell gesehen sind Neuwahlen unter diesen Bedingungen eigentlich ein Farce, weil es, wie gesagt, gar keine Regierungskrise gibt, die Neuwahlen verlängern. Dafür haben wir die Mission von der Regierung als Präalabel überhaupt für Neuwahlen verlangt, dass das dazu kommt. Wir meinen, dass in sich ein Wahltermin an einer Demokratie, wo an der Verfassung steht, dass alle 5 Jahre gewählt wird, dass in sich ein Wahltermin nicht kann heraussichern, wie in einem Grad passt. Zum Beispiel nur der Sommervakanz, dann an einer mäßig kurzer Wahlkampagne, Remecke für 5 Jahre ruhig zu sein. Das werdet Mengen nicht geht. Und Herr Juncker schwätzt selber von einem Fallschirm, den opgemäht huet muss ginn, wohl weil CSV und LSAP an de Sondagen am freie Fall waren. Seht an engem Interview man net beier Wort CSV und LSAP wären sich eigentlich iwwer Notwendigkeit vu Neuwahlen eens. Just net darüber wen Verantwortung soll dafür drohen. An darum dreht sich ganz vieles dicht. Herr Schneider selber huet am Freijahr 4 engem Gruppe von Entrepreneuren bedauert, dass die Main bis zu den Sozialwahlen am November
das Jahr an Chamberwerner Mai nächstes Jahr, so wie sie vorgesehen waren, eigentlich verloren meint wären für Reformen, weil da müssen sie viel Rücksicht auf die Wähler holen. Müsst eigentlich los zufrieden sein über den verkehrten Wahlkampf, eine Menge traurig zu sein für 5 Jahre, aber wir können nicht mehr schon von dieser Platz als versichern, ruhig werden nie sein. Nur kann die Rechnung nicht ohne Eis machen, ohne Eis abklären sagen. An den nächsten Moment wird CSV versichern, konservative Reflexe zu mobilisieren für ihren Machterhalt. Sie wird versichern, eine Art Plebiszit zu organisieren für einen Minister, den 30 Jahre schon Minister ist. Das ist ein bisschen lachhaft, die Situation. An den nächsten Moment wird au contraire TLSAP versichern, Illusionen zu schaffen über den Neuanfang an eine liberale Alternative zur CSV. Das wird noch einen interessanten Échange geben zwischen den zwei Parteien, die zusammen regieren. Ja? Nach immer. Ja? Man wird viel gewogen über regierungsinterne, verschiedene sind wir ja schon gewogen. Das wird ganz interessant sein. Aber das ist nicht die eigentlich vor. Die eigentlich vor ist, dass kein von den zwei Parteien, die an der Regierung sind, eine Koalition mit der anderen Partei ausschließt. Weil sie keine wirklich Differenzen haben, die von der politischen Bruch bedeuten. Sie haben aber keine wirklich Differenzen in der gesellschaftlichen Frage, wo ihr keine Mengen gibt null als Ginn für große Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel der Mariage homosexuell oder Trennung von Kirche und Staat oder Verfassungsreform. Normalerweise wären all die Projekte durchgegangen an der Chambre. Ja. Es gibt also auch da gesellschaftliche Frohe, nicht wie an den 70er Jahren ein Bedürfnis vom Land nach gesellschaftlicher Emanzipation, das damals aber real war. Nicht nur Mengenig, weil der Büttel kein Gaston Horners und auch der Schneider kein Robert Krebs, also wenn eine Bausch dabei passt, Mengenig, könnt keine Koalition dabei heraus, die einen wirklichen Neuanfang machen, den man aber bräuchte. Und ich meine, so eine liberal Dreierkoalition, wie sie lo als grosses Slogan durchgestaltet wird von verschiedenen Seiten hier, meine ich, wir auch gar nicht gewünscht von den Gewerkschaften, weil sie aus sozialer Hinsicht nach viel mehr weit GIF gehen, an mehr tiefgreifende Verschlechterungen GIF bringen, wie eine Fortsetzung von der CSV-LSAP-Koalition. Und ich meine, wenn ich wirklich mit dem sogenannten CSV-Staat will brechen, wollen so undemokratisch, als wir nicht gewiesen wird an all den Affären an der letzten Zeit, dann muss ich für allem zwei Sachen machen, die mänglich den Besuch von einem wirklichen Renouveau an unserer Gesellschaft haut, giffen entsprechen. Da muss ich erstens einen demokratischen Neuanfang machen, auf allen Niveauen, auch an der Marktbestimmung, an der Wirtschaft. Und zweitens muss ich eine Umverteilung vom Reichtum machen in Richtung von mehr sozialer Gleichheit. Aber weder CSV, noch LSAP, noch DP, noch ADR wollen so eine Entwicklung. Auch eine neue Piratenpartei will keine so eine Entwicklung. Sie tritt au contraire auf für eine Flachsteuer, die für alle Leute selbst wäre. All die Parteien sollen also nicht von CSV-Staat schwätzen. Wer kein CSV-Staat will, übrigens muss auch eine Koalition mit der CSV ausschließen. Was wir machen? Was Land reicht zwar, das wäre eine wirklich Linkskoalition. Und zwar auf ein gemeinsames Programm von sozialen und demokratischen Reformen und auf einer neuen sozialen Basis, auf der Basis von den 99% der Leute, die den Reichtum hier am Land erschaffen. Und ich meine wirklich, und das geht weit über die Wahlen hier raus, so wie die Radikal-Link, aus der mehr entstanden sind, 24 Jahre vieles auf vorgestellt wird. Kennt doch die aktuelle Sozialdemokratie, wie sie sich immer noch nennen, verschiedene Mengen, für allem sozial-liberaler, aber ihr kennt die aktuelle Sozialistische Partei nicht mehr ernst, grundsätzlich auf Vorstellungen von ihrer aktuellen Politik ernst. Und ich meine, sozialistische Wählerinnen und Wähler brauchen eine wirklich Alternative, keine Alternance an der Regierung mit neuen Cash, aber mit denselben Rezepten. So eine Politik, meine ich, braucht auch eine Programmatik, eine Bündnispolitik, eine wirkliche Allianz mit den Gewerkschaften. Dafür sind wir aber mit Etienne Schneider, seiner Equipe, leider weit weg. Ich meine, dass sie ein Teil vom Problem sind, aber keine Lösung vom Problem.
Es gibt viel von Ufang geschwert, mehr an alle grundlegenden Texte. Von der CSV-LSAP-Regierung steht alles dran, wer das nur die Wahlen ob es zukommt, wenn wir die Parteien wählen. Da wissen wir, dass es weitergeht mit den Abschnitter bei den Renten. Da wissen wir, dass es weitergeht mit den Abschnitter auch beim Index. Egal, wer sie deklarieren, noch wer Herr Schneider deklariert. Es gibt Texte, wo den Herr Schneider selber sieht, es müssten über den Weg von automatischen Begrenzungskriterien müsste Index froh an Zukunft gelöst gehen. Das heißt, an Gesetz sollen Kriterien kommen, je nachdem wie verschiedene ökonomische Faktoren sich entwickelt, muss der Index automatisch gekürzt gehen. Das ist das, was sie eigentlich wollen zu machen. An all das andere, beim gedeckelten Index und so weiter, das sind sowieso Sachen, die den Herr Juncker an die Welt setzt, für Konfusion zu schaffen, aber zu denen wahrscheinlich nicht wird kommen. Ich meine, dass es mehr realistisch ist, zu meinen, dass es so kommt, zu einem quasi die Ökonomie auf einen Autopilot zu stellen, und dann, wenn gewisse wirtschaftliche Faktoren vierleihen, dann die gewissen Sozialleistungen eingeschränkt. Das schenkt man auch am Kader von der europäischen Politik, von der europäischen Budgetsbremse, die als imposiert wird, wo eben so schon ein Gesetzesvorschlag vorliegt, für das umzusetzen, schenkt man den Weg zu sehen, den in Zukunft wird angeschlagen gehen. Es könnte dann notgedrungen zu weiteren Abschnitten bei den Sozialtransferen. Den Herr Schneider hat doch schon vorher angekündigt, an dem gesagt hat, dass die Umweltpolitik auf verschiedene Bereiche misfehlende Betriebsinteressen zurücktreten. Und nicht nur die Umweltpolitik, sondern auch Politik an die Autonomie von den Gemengen, an Möglichkeiten, Anspruchmöglichkeiten von den Leuten auch an den Betrieben, an den Wirtschaften selber. An dat sie Sachen, die müssen bei uns auch am Mittelpunkt vom Wahlkampf stehen. Das werden wir ihnen an der kurzer Zeit, die bleibt, die aber heftig wird sind, ihnen an das Nuss reiben. Und ich meine noch dürfen wirklich ein effikasses Wort den 20. Oktober für eine neue Politik, das ist ein Wort für die Lenk. Ein Wort für unser Programm, dem sind Dringlichspunkten für eine politische Viergestalt sind, dem wir auch schon aufhängen, an das Leid zu bringen. Ein Wort für als Löchten, die haut ugeholt sie gehen als 60 Kandidatinnen und Kandidaten, die mir erst nachfüllen, vorstellen, an es Mengen als Stimmen für die Lenk wird auch eng nützliche Stimmen sind für Demokratie, für den sozialen Fortschritt. An die Leute können sicher sein, wir werden an der Chambre die Interessen vertreten von den Schomeren, aber auch von den Leuten an den Betrieben, die ihre mehr Sicherheit und Zufriedenheit der Marktbestimmung für allem auch auf der Arbeit hätten. Wir werden uns einsetzen für die Arbeiter an den Industriebetrieben, die schwer schaffen gehen, an eine ungewisse Zukunft tun. Wir werden uns einsetzen für die längerzeitend Frauen, die unter der Armutsgrenze leben müssen. Aber wir werden uns einsetzen für all die Beschäftigten, die für den Mindestlohn schaffen müssen, an die Loyer zu bezahlen und die kein Verhältnis zu ihrer Pai stehen. Wir werden uns auch einsetzen für die Arbeiter aus dem Bausektor, an der Bestreben aus dem Bootssektor, die kein Wahlrecht tun, die sich nicht demokratisch ausdrücken. Wir werden es einsetzen für die Frontalien, die immer mehr diskriminiert und benachteiligt gehen, die aber Werte hier am Land gerade so gut schaffen, wie die Leute, die hier am Land wohnen. Wir wollen, dass sie alle Guten Lust auf Mur haben, wie ja die Sozialisten ihren Wahlspruch heisst. Wir werden allerdings nicht die Interesse vertreten von den Herren Konsum, Mittal, Dennewald, Würth, für die weiter justen Profit an den Frick verzielen. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, Lodi Lenk. Und ich bin ganz froh, dass es so viele Leute hier sind, wenn ich weiß, dass von unserer Lust zum Beispiel Talschicht am Congé aus dem Moment, die wir am Süden gewählt haben, da kann ich mir vorstellen, dass wir noch doppelt so viel wären, wenn wir nicht Matten am Sommermond August wären. Und das macht Mut, für weiterzumachen und zu summen, werden wir schon packen, für eine verstärkte Präsenz an der Chambre zu haben, nicht als Selbstzweck, aber wenn wir dort die Interessen von den Leuten viel mehr aktiv können vertreten, in Zukunft nach, wie bisher mit just einem Deputierten. So nicht, merci.